Gut, seid alle begrüßt. Ich bin David Braun, der akademische Direktor von der Jiddischer Sommerprogramm. Wir sind im 54. Jahr von der Sommerprogramm aufgenommen von Uriel Weinreich beim JIVO. Und ich habe dem Covid und das Vergnügen zu haben mit uns in der Serie Lektions wegen der jiddischen Zivilisation zwei Forscher, Anita Norich und Carolina Schimaniak, was wollen reden wegen der Minion Schreiberens in der jiddischen Literatur. Ich will stellen eine Frage und ich will euch beiden Betten behandeln oder die Frage auf euer Öfen, wie ihr versteht. Und eine für einmal, danach in Dialog, eine mit der anderen oder wie nur ihr wollt. Ich bete dem Eulen. Schreiben, reinschicken Fragen durch Q&A, Scheiles und Schuves, Q&A und nicht in Schmueskästel. Chatroom, das ist für informelle Rede, was unsere Forscher wollen nicht lernen. Ich will euch nicht lernen auf der Call, das, was steht geschrieben dort in Schmueskästel. Dort, was steht geschrieben in Q&A, wollen wir ja lernen und können behandeln. Q&A ist direkt zu unseren Diskutanten und Chat ist für alle in einem. Ist wieder seid gegrüßt. Die Frage auf unser Seder Yom ist, was seien Leute ihrer Meinung, die Hauptthemen oder Fragen, was man darf sich mit sich vernehmen, als man redet wegen Freuen in der jiddischen Literatur. Und mit der hoffentlich interessanter, provokativer Frage will ich machen von dann Avayevrach, aber ihr werdet mich heißt nicht sehen, ich will zurückkommen später, Anita und Carolina, heute bedarf mich zu vorzulehnen Fragen oder in einer Rolle wie ein Moderator von dem Zoom-Zimmer. Anita, ihr habt das Wort. Vielen Dank und seid begrüßt alle. Der erste Antwort auf deine Frage ist erstens auch mit Forschen. Das heißt, gefunden Freundschreiber sind die Presse, die Bibliografien, wo es soll nicht sein, weil wir wissen nicht genau, wie viel und wie und oder wo. Als alle nehmen, was man darf haben. Ich habe tatsächlich Fragen wegen, wie soll man reden, nicht nur wegen Freuen befragt, nur wegen der jiddischen Literatur in allgemein. Zum Beispiel, was meint man, wenn man sagt Kanon? Das heißt, wen beschließt man, mit welcher Teines oder mit welcher Meinungen sagt man, als das ist ja in Kanon und das ist nicht in Kanon. Kanon ändert sich oft. Was heißt literarische Tradition? Was ist traditionell? Oder wir können auch fragen, was heißt Geschichte von jiddischen Literatur? Wenn hat es sich angehoben? Meint man, als das hat sich angehoben, wenn Shalom Aleichem hat gerufen, Mendele der Seide von der jiddischen Literatur. Sie hat es angehoben mit der ersten Geschichte von jiddischen Literatur, von modernen jiddischen Literatur, mit 100 Jahren zurück. Man redet oft wegen jiddischen Motiven in der modernen jiddischen Literatur. Ich weiß nicht, was heißt jiddische Motiven genau. Und das ist öfter ein bisschen zu scharf ein Wort, nur was meint man, wenn man sagt, als Linetsky oder Axenfeld oder Dick sind bessere oder wichtigere Schreiber wie zum Beispiel Bela Friedberg, das hat geschrieben unter dem Namen Isabella, oder wie Rachel Broches, oder wie Bas Malke Zlatokotek und auch andere. Das heißt, die drei, was haben bemerkt, früher, Linetsky, Axenfeld, Dick, sind sicher früher und so haben sicher geschrieben, als auch mehr. Alle zusammen, Dick, darf man nicht sagen, wie viel er hat geschrieben. Nur mit was sagt man, als sind oder bessere oder wichtigere Schreiber. Als man sagt, als Frauen haben sich anders gelernt wie Männer. Das heißt, zwar sind nicht gegangen in Cheder, keiner ist nicht gegangen, keiner von den Frauen ist nicht gegangen hat sich nicht gelernt in einer Yeshiva.
Als man sagt, dass sie haben sich gelernt anders, ist das nur ein Gesorgen oder ist es euch eine Verbreiterung von jüdischem Leben? Von das, was man ruft Jüdischkeit oder modernem Jüdischkeit? Noch eine Sache, was man kann rufen oder ein Gesorgen oder eine Verbreiterung. Als Sachfreuen haben angeheuben Schreiben in Laas, das heißt in fremde Sprachen, nicht keine jüdische Sprachen. Aber sie sind nicht gewähnt fremd für die Freuen, was haben geschrieben in die anderen Sprachen. Und man kann dasselbe sagen wegen der Sachmänner, was haben euch geschrieben in andere Sprachen. Nicht Jiddisch und nicht Hebräisch. Schon mal hat geschrieben auf Russisch, schon Peretz hat geschrieben auf Polisch. Verstehe nicht, für was man sagt, du und dort sagt man, dass es sich Sorgen, was sie haben sich gelernt in fremde Sprachen und geschrieben fremde Sprachen. Wenn ich habe angehalten zu trachten, wegen was zu sagen hat, ist mir gekommen in den Kopf, öfter ist das banal, nur ist mir gekommen in den Kopf die 4 Kasches von Pesach, ja? Manchtana Halayla Se. Bei uns in Stieb, in der Heim, ist das Reis auf Emerson Lodger Jiddisch, die 4 Kasches. Und es hat sich umgehalten, also, und ich will geben andere 4 Kasches. Es hat sich umgehalten mit, ich kann nicht singen, wie eine Sache von euch wissen ganz gut, nur ich will prüfen, es ist nicht kein Lied. Man hat gesagt, mit was ist die dosige Nacht anders, finale Nacht von der ganzen Jahr, ja? Und ich habe 4 andere Kasches. Mit was ist das dosige Jahr anders von allen Jahren vom letzten Jahrhundert? Im letzten Jahrhundert haben Sachmänner geschrieben schreckliche Sachen wegen Freuen. In dem dosigen Jahr fragt man, man muss glauben. Im letzten Jahrhundert hat man gehabt Freuenwinkeln, was haben besonders Freuen von anderen Schreibers. In dem dosigen Jahr fragt man, für was. Im letzten Jahrhundert hat man geredet, wegen was ist zentral zu der jüdischen Literatur und was ist seitig. Im dosigen Jahr fragt man, wer beschließt, was steht im Center und was bei der Seite. Man kann gehen weiter noch, ich meine, das ist genug jetzt. Bekitze, ich will nicht zurückgehen zum letzten Jahrhundert. Und der Remis gesagt, ist mir mehr wichtig und mehr interessant, zu wissen, was Freuen haben geschrieben, zu analysieren die literarische Werk, was sie haben geschrieben, euch zu übersetzen als Sache von sie, aber das ist ein anderer Indien. Das ist mir mehr interessant, wie zu analysieren, was Melech Ravitch oder Shmuel Niger oder Ab Khan haben geteilt, wegen was die Freuen haben geschrieben. Das heißt, das ist euch wichtig, aber mir ist mehr interessant zu lernen und zu analysieren, das, was man lernt. Es ist posche Zeit, meine ich. Und ich meine, also ihr alle wollten Masken gewähren. Es ist posche Zeit, zu forschen weiter und zu lernen weiter. Okay, ich will sich jetzt abrufen auf Anitas. Stimmt, das ist schwer. Das ist gewinn alles, was man darf sagen, danke. Efter will ich zugeben, dass für mir ist wichtig, es ist danke wichtig und es ist eine Vorstimme, was wartet schon eine längere Zeit, zu forschen und ausforschen sehr gründlich die Geschichte von der jüdischen Literaturkritik und nicht bloß die Männerkritiker in euch freuen. Man sagt, dass es nicht gewähnt kein Sachfreuen, was haben sich vernommen mit der Literaturkritik. Es ist teilweise MS, aber Sachfreuen haben ja geschrieben verschiedene Rezensions und kritische Texte. Wir haben ja in der Literaturgeschichte haben wir solche Freunde wie Moschel Esther Eliashev, die jüngere Schwester von dem bewussten jüdischen Kritiker Balmachschoves, dem Taten, ja, von der jüdischen Literaturkritik. Allemal müssen wir haben Taten, ja, und für was, danke.
Gittel Meisel, ein anderes Beispiel, die Schwester von Nachman Meisel. Und so weiter und weiter. Aber für was sagt man, als wenn eine Poetesse, wenn eine Dichterin oder eine andere Schreiberin schreibt Rezension, ist sie nicht kein Kritikerin. Ja, Rochel Koren, Katja Moldowski, Rochel Euerbach, was sie ist gewesen, man sagt, dass sie ist gewesen eine Journalistke. Keinmal sehr selten benutzt man das Wort Kritiker oder Kritikerin, wenn wir redet freuen. Und das ist euch interessant. Ja? Und es ist auch immer so, also Männer haben gehabt dem Oibnon in der Literaturkritik, aber wir haben ohne schier Texten geschrieben von Freuen, kritische Texten, wo sind es wert, wir sollen sie gründlich ausforschen und reinnehmen in der, nicht der Schreibener, nicht geschriebener, man hat ja angeheuert zu schreiben, die Geschichte von der jüdischen Literaturkritik, aber das ist manchmal eine Sache, was wartet auf ihre Forscher. Das ist eine sehr wichtige Sache für mich. Und die zweite ist euch hat verbreitern, wie Anita hat gesagt, die Mekoires. Wir können gefunden ohne schier interessante Texte. Und das ist euch wichtig. Wir reden die ganze Zeit, und das ist mir ein bisschen Nimes, wegen dieselben Texte, Niger, Ravitch und wer noch, Leyeles. Und das ist nicht genug. Wir haben manchmal was zu forschen, ist zugeben, mehr und mehr Texte, vor allem interessante Texte, wenn man will reden wegen der Geschichte von Freuen in der jüdischen Literatur. Und das sind solche Sachen, was ein Literaturhistoriker oder Historikerin oder ein Mensch, was vernimmt sich mit der Literaturgeschichte, kann sich vernehmen damit. Und eine andere Sache ist eine theoretische Sache. Was heißt das? Etwas hat die Wert, ist Wert. Wir dürfen euch abfragen, analysieren, beudig sein, unsere eigene Forschsprachen und die Begriffe, mit welchen wir benutzen sich. Und das ist sehr wichtig und das dachte sich als sehr klar für alle Menschen, wenn man nimmt sich zu der Arbeit. Aber die Sprache ist nicht durchsichtig. Und einmal dachte sich, als wir reden mit etwas durchsichtiger Sprache, mit Begriffen, was sind historisch, ja, wir haben einen historischen Kontext. Und wir benutzen sie heutzutage, wie es nicht gewesen mit 100 Jahren später. Eine von den Fragen, was Drems gesagt, regt mir auf, wenn ich rede wegen Freu, was hat geschrieben, Lieder, Romanen, meistens, fragt mir Kassede, ist das gut? Hat sie gut geschrieben? Ja, das Punkt, was Carolina fragt jetzt, oder was sie teilt jetzt. Man fragt nicht, also man fragt nicht, sie gefällt es dir, oder für was lehnst du das, für was meinst du, als das lohnt zu lehnen? No, man fragt Porsche, sie ist das Werk gut. Und ich meine, das ist eine Frage, was man fragt wegen Literatur, was kommt von Minoritäten und was kommt von Freuen. Und man fragt einmal, sie ist der englische Roman gut. Ja? No, man fragt, sie ist Freuenliteratur wert zu lehnen. Und ich habe gewollt sagen, das verstehe nicht die Frage, nur zum Bedeuren verstehe ich die Frage ganz gut. Und zu dem regt es mir auf. Weil noch einmal, man stellt Freuen und Freuenliteratur bei der Seite. Und man redet nicht deswegen, also wie man redet wegen anderen Schreibers und anderen Literaturen. Ja, und ich meine, dass man muss euch Potter werden in der Emerson von dem Begriff Freuenliteratur. Weil einmal ist nicht gewesen kein durchsichtiger, neutraler, beschreibiger oder deskriptiver Begriff. Es ist manchmal ein Begriff, was in ihm steckt schon an meiner Abschätzung. Und hat sich benutzt mit dem Begriff mit 100 Jahren zurück, müssen wir sich nicht benutzen mit dem Begriff heutzutage. Nein, ich bin den ganzen Masken, aber, es ist doch ein größer Aber, wie lang
man weiß nicht, wer hat das so geschrieben, wie lange man nimmt sie nicht da rein in Betracht in der allgemeinen jüdischen Literatur, darf man geben ein bisschen mehr Achtung auf die Freuen in der jüdischen Literatur. Das heißt, ich wollte sehen, ich weiß, dass das wird sein, öfter ein bisschen kontroversiell, aber ich habe sehr nicht gewollt lernen, eine Klasse wegen Freuenliteratur. Ich habe gewollt lernen wegen 19. Jahrhundert, wegen 20. Jahrhundert, wegen Amerika, wegen was soll nicht sein. Noch habe ich gewollt besonderen die Freuenliteratur, weil zulieb dieselbe ist, was Caroline hat bemerkt. Aber jetzt ist Tage der Zeit, wenn man darf das tun. Man darf es tun, weil sie nicht genug reingewebt. Das heißt, mehr und mehr Menschen bringen rein die Literatur, was vorhin haben geschrieben, in Klassen und in Bemerkungen und Kritik. Aber wir sind noch nicht auf einem Ort, wo ich wollte gewollt sein, wenn man darf das nicht. Und es ist also, ihr gedenkt öfter, als, oder ihr habt gelernt oder gehört, wegen die Artikeln, was Marshall Kaczor-Moladowski hat geschrieben, in literarische Blätter und in andere Eltern und andere Freunde haben geschrieben, was es gewähnt hatte gegen Freuenliteratur als ein Termin, als eine Gruppe. Ja? Ich schreibe nicht Freuenliteratur, ich schreibe Literatur. Und ich halte mit Moladowski in den Ganzen. Sie sagt nicht, dass sie nicht kein Freund, was schreiben Literatur, versteht sich. Sie sagt Poshet, dass ich will nicht sein in Ezras Noschem. Ich will nicht sein in einem besonderen Ort, wo ich kann gucken, noch kann ich mich nicht hören. Ja, das heißt, das haben euch verstanden, das heißt, andere Kritikerin, lassen wir sagen, Rochel Auerbach, was hat euch geschrieben, eine Rezensie von Cormans Anthologie, schreibt also von weiberischen Lager, also voran ein bisschen Lager, ja, und voran ein bisschen Kampf. Arois willen wir da aber verwerfen Cormanen und verentfernen an andere Sache. Das ist eine Frage, ob es ist Bichlal richtig zu sammeln und gruppieren Lieder laut dem Prinzip von weiblichem Geschlecht. Was für eine Gruppierung, Prinzip, was für eine Einteilung, Kategorie ist das etwas in der Poesie Geschlecht? Sie ist Moschel hat einmal eingefallen, und also weiter als zu sammeln allgemeine Dichtung unter der Losung von Männlichkeit. Und später schreibt die eine andere Sache. Und das kennen wir von Moladowski, von anderen Texten. Sie darf man haben besondere Frauenorganisationen ohne politische und soziale Unterschiede. Sie versteht etwas, was der allgemeine oder transatlantische Feminismus hat später verstanden. Als verschiedene Unterschiede oder Differenzen, ja, sind wichtig euch, nicht bloß der Min. Und das ist sehr, sehr wichtig. Sie versteht, dass der Klasse ist wichtig und euch andere Unterschiede. In dem Part ist sie sehr progressiv. Und sie sagt, dass Escher hat Tage Corman gewollt, es handelt sich in etwas eine Rehabilitation von der jüdischen Frau. Was man hat sie beschuldigt, die ewige Teile, dass die Frauen sind nicht produktiv. Und sie versteht, dass das ist etwas eine strategische Sache. Aber in derselben Zeit haben andere Frauen geantwortet auf der ganzen Diskussion, wegen welcher wir haben schon gehört 1000-mal, mit sehr, es heißt mit anderen Vorlegen. Weil ich meine, also der Indiensprache ist sehr wichtig. Also, für was sollen wir reden mit der Sprache mit 100 Jahren zurück? Selbst können wir finden eine andere Sprache. Und sie, die Schreiber von jener Zeit, haben Tage gesucht, eine neue Sprache. Und da will ich bringen ein Beispiel, ein Zitat von Dvoire Vogel, wo sie hat geschrieben, eine Rezensie von Kadje Moladowskis Poesie. Wegen Kadje Moladowski, nein, es ist nicht keine Rezensie, es ist ein Essay wegen Kadje Moladowski. Kadje Moladowski ist eine Dichterin von der Frau. Das meint nicht, dass sie ist weiblich in ihrer Schaffung in dem ungenommenen Sinne von dem Wort. Ja, das heißt, sie ist nicht weiblich, weil Weiblichkeit ist geworden als eine diskursive Kategorie, abzuschätzen, das heißt die Literatur. Und nicht bloß die Frauenliteratur ist gerufen, nur Bichlal.
Ja, wenn man schreibt, dass das ist eine Poesie von Gymnasistkes, da zitiere ich Shmuel Niger von, ich meine, aus 1912, schreibt wegen Israel Rabinowitschen, ja, und sagt, dass schreibt wie eine Frau. Das heißt, dass das ist eine diskursive Kategorie. Ich will noch bringen ein Beispiel von Niger, weil es heißt von seinem Tagebuch. Schreibt, wo schreibt das? Als Hirschbein ist weiblich, nicht jungfräulich, nicht mädels. Ihm fällt die mädliche Schämmerdigkeit und der mädliche Stolz. Die Emesse Lyrik ist weiblich und männlich zusammen, sagt er. So, das ist interessant, was sagt. Sie vereinigt die weiche Innerlichkeit mit der Starkheit von Ausdruck. Hirschbein ist im Ganzen weiblich. Stimmung und Farben, Verlangen und Willenskraft. Und das ist 1908, das ist dekadentisch ganz. Ist ständig persönlich und Unpersönlichkeit, wie die Frau. Die Weiblichkeit ist zart und nicht durchsichtig, einfach und nicht klar, ernst und nicht tief. Die Emesse-Lyrik ist zart, klar, aber euch stark und euch tief, wie der Schmeichel von einem Kind, verborgen und durchsichtig zusammen. Das ist interessant, weil er sucht eine andere Kategorie. Er will schon nicht sein so binarisch, ja? Nicht männlich, nicht weiblich, kindisch. Ja? Sehr ein interessanter Moment. Weiter ist er nicht gegangen in der Richtung. Aber Weiblichkeit ist eine diskursive Kategorie und das haben verstanden die Frauen sehr. Ich haben sie gesucht an Ausweg davon. Und was schreibt uns Dwoire Vogeltag? Das ist in den 30er Jahren. Mołdowski ist nicht kein zarte, etwas sentimentale, schöne, schon mein ganzes Fisslich, was barriert die Sachen eberfrechlich oder ob ihr wilt, häufig oder wie ihr wilt, von oben an. Nicht und von der Weitens, die sich nicht zu beschmutzigen mit dem klebigen Keut von dem Leben. Okay, sie ist nicht eine Samenschreiberin, sie schreibt anders. Wegen Mołdowski kann man sagen, dass bei ihr ist das Leben von der Frau in seine innerwenigste und draußen in ihr, in sein, seid mir Michael, ich setze da über von Polisch, in sein innerwenigsten und draußen dicken Gang, als die Poesie, das Leben von der Frau dient wie ein Moschel, ein Muster von etwas an Ikerfakt von dem Leben, die Einsamkeit von jeder Sache. Sie benutzt sich mit dem Freumotiv nur wie ein Prätext, zitiert, zu demonstrieren das allgemeine Lebensgesetz, die Mut von der Freuschreiberin und Tage von der Freuschreiberin und nicht Freuenschreiberin, ja, zu bearbeiten, eine spezifische Variante von der allgemeinen Problem entpleckt für uns die Nützlichkeit von einer Reihe bisher noch nicht genutzte und ausgenutzte Themen. Und also herum hat Mołdowski herausgebracht an neuem poetischen Material. Was sagt sie uns? Heißt das, die Themen bei Mołdowski, das ist, sie bringen etwas Neues in der Poesie, neue Motiven, eine neue Sprache. Und welche Themen der sie? Schwangerschaft, Lemoschel. Und das ist etwas, es heißt, vor dem haben die Kritiker haben gekrogen etwas mehr. Ja, das ist gezittert. Ja. Gezittert. Das ist etwas ein wilder Kontinent, ja, ein schwarzer Kontinent für sie, etwas unbekannt, was sie haben nicht gewollt verstehen. Und damals pflegen sie schreiben wegen einem Folklore, ja, und das ist der Entfer, weil sie wollen nicht verstehen. Sie wollen verstubigen die Frauen, mamisch verstubigen. Darüber gefindt man bei Melech Ravitch solche mamisch Metaphern, was sind verbunden mit der Hei, mit Verschiedenes, heißt mit Stub und so weiter. Das heißt disziplinieren und verstubigen die Frauen. Und die Frauen haben gesucht an anderer Sprache. Und eine Sache ist Poesie von der Frau. Das heißt, öfter ist es nicht gelungen, aber man sieht, als sie suchen. Eine andere Sache hat vorgelegt Rochel Korn. Ich will es nicht zitieren, weil ich rede schon zu lang, aber wir kennen suchen in die Texten von der Tkufe viele eine neue Sprache, zu reden wegen der Sache strategisch euch, weil ich bin Maske mit dir, das ist euch eine strategische Sache. Ja. Ich habe noch ein sehr kurzes Zitat, weil Mołdowski ist auf dem Top, wie man sagt. Wenn sie geantwortet Ravitchen, ja, in literarische Blätter, Ravitch hat
mehr weniger, ich meine mehr gesagt, es ist ein Stück moderne jüdische Frauenliteratur, leider. Es ist keinmal nicht gewesen, es ist heint nicht du und es wird keinmal nicht sein. Das ist schon, Sugerts, was wir können wegmachen mit der Hand im Ganzen, aber man hat es gehört. Und Molodowski hat geantwortet scharf und klick zu der Sache. Und eine von den Sachen, was sie hat gesagt, aber ich denke, es ist gerecht, als man will machen Frauenliteratur, als Frauen werden beschrieben wie zarte, oftmals exotische Blumen in literarischen Garten. Ja, bist stumm. Ja, das ist in dem ich meine, das ist in dem späteren Text. Aber es ist ein direkten Entfer auf Ravitch's Taines. Oder auf das, was hat gesagt. Eine von den Fragen ist wegen, du hast gesagt, also ich habe es schon bemerkt, nur eins ist die Frage von was man sieht, ja, was man sucht und was man sieht. Ich wollte gesagt, ich will anheben anders, seid mir mal. Man redet eine Sache, ich habe eine Sache geredet, andere haben mehr geredet, man redet eine Sache wegen Glattsteinen und Halpern, ja. Also wenn sie haben zuerst reingeschickt, ihre Lieder, hat man gesagt, nein. Und wenn sie haben es reingeschickt, mit der Namen von einer Frau, Clara Blum, Frieda Halpern, hat man es sofort gedruckt. Und das kann man verstehen auf verschiedene Fahnen. Oder man hat es gedruckt, weil Frauen dürfen schreiben, man versteht, dass Frauen schreiben wegen Liebe, wegen sich, wegen der Ich, wegen Facebook, wegen zarte, exotische Blumen, ja. Ist ob das Lied, das kommt unter einem Manns Nummern, passt es etwas nicht. Das heißt, ich wollte gesagt, und öfter sage ich das ein bisschen zu scharf, als das, was man meint, als Frauen haben gelernt, oder Frauen haben gewollt, oder Frauen haben verstanden. Das ist, was ein paar, ich habe gesagt, ähnliche, aber ich meine, es ist nicht so groß, der Nummer, was ein paar Redaktoren haben gemeint, als Frauen dürfen verstehen oder wollen lernen. Ich wollte gewollt wissen, wer hat gelernt seit 4 von vorwärts, als man hat das reingebracht in den Stub. Ja, haben die Männer noch gelernt, der letzte Neues. Und die Frauen haben gelernt wegen Kleidung und Meißes und so weiter. Wir können das nicht forschen, also wie man darf. Aber man gefällt, was man sieht. Wenn ich habe angehalten zu suchen, ich weiß, als ihr sucht suchen, nur ich suche suchen und ich will halten bei dem. Wenn ich habe angehalten zu suchen, also wie andere haben schon gesagt, Literatur geschrieben von Frauen, habe ich es gefunden, Poschet überall. Das heißt, ob man sieht, gefällt man. Als man meint, dass Frauen, was sagt von die Schreiberins, was ist euch ein problematisches Wort, was haben geschrieben, Poesie, haben euch geschrieben, Prose. Ja? Aber man sieht es Poschet nicht. Es ist also wie die Bilder von der Redaktion von Vorwärts oder von Tag. Ja? Man sagt, es ist ein Stück Freude. Geht ein Kick auf dein Bild von Tag, seht ihr ein Freude. Es ist nicht wichtig, aber es ist du. Und man darf bemerken, dass es du. Und wie man sagt, darf man das tun mit der Literatur. Zusammen
Eine andere Frage ist, das heißt, also, wir sagen, Hemmschach von etwas kritischen Stil, weil viele die Progressivsten, wir sagen, jüdische Kritiker, was haben bemerkt, dass die ganze Diskussion ist, wird gar nicht, also man redet nicht wegen der Poesie Gufe, nur man redet wegen anderen Sachen. Und ich will da bringen ein Beispiel von Nachman Meisel, was hat ja geschrieben, sehr eine interessante Sache, wegen in einer Rezensie von Hanne Levins Zusteuer. Ja, er sagt, dass die ganze Diskussion, das ist, das heißt, man hat Kormans Buch abgepattert mit Stammrezensies, aber wegen dem Anteil von der jüdischen Dichterin in der jetzigen Dichtung hat man wenig was gerät. Es sind euch bei der Gelegenheit gekommen, leichtsinnige Artikel, in welche die Mechaberim haben herausgewiesen, nichtige Hochmelach und damit abgefertigt dem ganzen Indien. Er versteht das. Man hat gerät wegen gar nichts. Also, und später, und er redet, dass es wegen was zu reden. Ja? Und er redet Tage und er sagt zusammen sich Bababak, Rochel Kor, Kadia Moldowski, Dos Jens, Rivke Reusenblatt. Also die Frauen haben allein geantwortet mit ihrem Werk. Das heißt, das ist ein Ende für euch. Das heißt, sie schaffen Werk, was ihnen interessant und dazu kommt Hanne Levins Zusteuer. Die etliche Liedersammlungen, sagt er, sind jede eine auf ihre Steiger bis gar interessant mit dem eigens, was sie bringen mit sich, mit die neuen Motiven und Gesangen, was es lassen sich hören von sie und mit die eigenartige, freien Welten. Nicht eine Welt ist schon voran, nur Welten, das ist schon etwas, ein Tritt für uns, was sie entdecken für uns. Interessant. Aber viele solche Kritiker, und ich meine, sie reden noch mit, das heißt, sie lassen reden die Sprache allein. Das heißt, jede von den Dichterinnen sagt, kommen wie zuerst. Sie haben Kimat bei keinem nicht geborgt. Nun, das ist nicht schlecht, sie sind nicht keine Pigonkes. In dem hat man euch sie beschuldigt. Und sie sind Kimat von keinem nicht bewirkt. Ohne Wasser ist direkter Jerusha. Und das ist schon problematisch. Und das ist die Frage, was du hast gestellt. Ja, was heißt Tradition? Was heißt literarische Jerusha? Sie reden sich herab früher von dem Herz, von dem eigenen Herz. Nun, das ist schon, das heißt, sie sind interessant, sie haben ihre Freudenwelten, aber sie sind nicht intellektuell. Also wir kommen zurück. Viele, wenn will sein progressiv, also will kritikieren die Sprache von der Tkufe, das heißt, kommt zurück, das heißt, zu derselben Sprache. Und weiter. Die Frau ist von ihrer Teive egozentrisch. Sie sieht und hört, fühlt und spürt mehr von als sich und nur sich. Abschiede schon die Frau, die Dichterin. Wie der Dichter, der Mann soll nicht sein subjektiv und lyrisch, wird doch getrieben von äußerlich geschehlichen Ideen und Problemen, welche jagen ihm von sich, von eigenem Ich. Also der Mann ist voll mit anderen Welten, Politik, das, jens, Freuen nicht. Das ist die Problem. Also und ich meine, die Frage, das heißt, es bleibt für uns die Problem oder eine Frage zu verändern. Das heißt, wir so reden wir, viele, wenn wir wollen, sein progressiv oder progressiver. Und darüber ist es so wichtig zu sein, so vorsichtig, wenn wir benutzen sich mit der kritischen Sprache und wir wollen rekonstruieren die Literaturgeschichte. Du hast so viel zu sagen, dass es als vermischt schon bei mir. Ich wundere sich, ich will auch nicht anders, Schreiber so wie Kadia Molodowski, das ist das letzte Mal, was wir reden wegen ihr, und reden nicht wegen ihr. Nur Schreiber so wie Kadia Molodowski und Dvoire Vogel und Malka Heifetz-Tussmann und Miriam Karpilove und Rosa Lebensbaum, Anna Margolin haben geteilt, haben sich beklugt, als man fordert von sie zu schreiben wegen Liebe oder wegen sich. Ja? Also das versteht man, also wie du es gesagt hast, das versteht man, das ist eine Freudensache, ja? Ist eine Sache für Freuen. Aber, und Freuen, später hat man auch gehört, als Freuen schreiben von daheim und wegen daheim.
Ja? Und das heißt, also wie du hast gesagt, also ich schreibe nicht wegen der breiten Welt. Und das ist poschet idiotisch, das man Meuchel sein. Ich halte von der Sache von den Kritikern, aber mit dem mit dem kann man nicht gehen zum Tisch, wie man sagt. Sie haben Tage geschrieben als Sache von, sie haben Tage geschrieben wegen der Heim. Und sie haben geschrieben, euch als Sache von sie, haben geschrieben, wegen wie soll man schafft Heim in einer Zeit von Revolution, in einer Zeit von Krieg, nach der Krieg, vor der Krieg, mitten Krieg, in ökonomische, schreckliche Zeiten. Wie soll Beut man ein Heim dämmelt? Und was man gesehen von den Freuen ist, dass sie reden wegen Heim nicht, also sie reden wegen die anderen größeren Unionen. Ich denke euch, das ist ein bisschen eine seitige Sache, nur, was du hast gesagt hast, mit dem Mann in dem, also in die spät 70er, 80er Jahren in Amerika hat man geredet, auf Englisch, hat man geredet wegen, wie so eine Frau schreibt und wie so ein Mann schreibt und wie so eine Frau lehnt und wie so ein Mann lehnt. Und das hat mir in Tage gesicht in Sprach Wörter, wo sind freuisch, ich weiß nicht, wie zu sagen da, oder männerisch. Und ich meine, man gefällt das nicht. Das heißt, wenn man sich so wird man gar nicht gefunden. Aber wir wissen nicht, noch einmal, also wir wissen nicht genau, was da zu fragen. Als welche Frage ist. Ja, zusammen ist Chodźmodowski in dem zweiten Text vom Signal sagt, dass öfter voran etwas ein Unterschied zwischen der Sprache, was Frau redet und was ein Mann redet, aber das ist eine seitige Sache und bei ihr, und ich meine, das ist eine pleckerische Sache, bei ihr sind die Kategorien Weiblichkeit und Männlichkeit solche diskursive Kategorien. Das ist in der Sprache, man kann, ob man will, das sind Sprachstereotypen. Ja? Und sie sagt, nun, Mickiewicz, der größere polnische Romantiker und Heine, ja, sie sind gewinn weiblich, Leute, die Kategorien. Ja? Das ist nicht verbunden mit dem Geschlecht. Eine andere Sache ist, wie du sagst, heißt Politischkeit. Wenn Meisel schreibt wegen Hannah Levin, schreibt wegen sehr politisches Buch und sagt bloß Ichkeit, ja, Egozentrismus. Sie schreibt wegen sich, viele, wenn sie will schreiben wegen anderen Sachen, schreibt sie wegen sich. Versteht nicht. Das heißt, die Kategorie, mit welcher will Mamisch also reinpressen Levins Poesie in die Rahmen von der Frauenliteratur. Und in der Zeit haben euch die verschiedenen Schreiber, ich sehe da als verschiedene Anteilnehmer sagen, dass sie benutzen sich nicht mit den femininen Suffixen. Ich habe eine Sache zu sagen wegen der, aber öfter können wir reden wegen dem später. Haben geprüft zu schaffen eine neue Definition von dem, was ist wichtig. Ja, was ist revolutionär in der Dichtung. Und die beste Sache, was ich habe gelernt wegen dem, ist Rochel Korns Rezensie von Kadia Mołdowskis Dzikegas. Und sie schreibt, Asamin sagt, was Mama schand plackerisch für mich. Gewinn in jener Zeit, ich habe es schon gelernt mit 10 Jahren zurück. Die Frau hat man nicht zugenommen als Schuthefte zu den größten Handelsgeschäften, welche man hat geführt mit die Götter. A viele ihr Gebet hat Gott nicht gewollt verstehen. Die Frau hat sich gemusst nehmen, den Mann als Dolmetschvermittler. Wenn der Mann hat gepravet Simches mit allen Freuden von Leben, ist die Frau gestanden bei der Schwell wie ein Oreme Kräuwe. Also herum ist die Frau Pamelech reingewachsen in der großen Wirklichkeit. Sie hat sich verschwestert mit die kleinen Geschehnissen von Tag und geworden die Neviete von einem neuen Emes. Das männerische
männerischer Don Quixotism hat gekämpft mit die durch sich allein ausgetrachte Windmühlen, hat die Freude in sorgfältigen, freies Gefühl für der Zukunft getan, die Schwarzarbeit von Leben. Und dank dem ist die Frauenpoesie mehr revolutionär wie die Männerpoesie. Sie sind noch als Romantiker und Frauen bringen etwas Neues in der Poesie. Und das ist 20er Jahren, man sucht neue Sprachen, das heißt, und das Passte sucht man euch in der Sprache. Und Leute, das heißt, sie redet euch wegen verschiedenen, das heißt, also in gesellschaftlichen Indien, was interessieren Frauen früher von Männern. Das ist einfach nicht kein aber das steht hier nicht zu kritikieren verschiedene Liederbücher herausgegeben von Frauen. Das heißt, das ist eine andere Sache, aber sie sagt, dass zu lieb dem, was Frauen sind, so verschwestert mit der Tagtäglichkeit, können sie reinbringen, etwas Neues in der Poesie. Eine neue Sprache, oder neue Sprachen, nicht keine Sprache, neue Sprachen. Es ist mir auch interessant, und Assa haben schon geschrieben wegen dem, und ich will es nicht überhasern, nur man sagt wegen Jiddisch und Hebräisch, als Jiddisch ist eine Frauensache, Hebräisch ist eine Männersache, aber es ist immer so, als auf Jiddisch redet man wegen Sprache wie Mameloschen, ja? Es ist der Sprache von daheim und mit der Schule darf man auch weggehen ein bisschen von daheim und gehen rein in der breite Welt, aber wenn Freunde gehen rein in der breite Welt, teug es nicht. Aber gut, es ist Sprache, das was man redet, das was man hört, ist Mameloschen, aber Literatur kommt von Männern, ja? Man macht das Unterschied zwischen der Sprache und der Literatur. Und das habe ich keinmal nicht verstanden. No, es ist du. Und ich meine, die Namen, was ich früher bemerkt, was haben sich gekluckt, was man will, etwas von sie in Mameloschen, was hat zu tun mit der Mamen. Haben euch also gesorgt wegen der Unterschied zwischen Literatur und Sprache in der jüdischen Wissenschaft, in der jüdischen Lernen. Ja, es ist sehr ein interessantes Thema. Man sieht es zum Beispiel bei Nochem Stiffen. Das heißt, wenn will, das heißt, schreibt wegen der jüdische und jüdische Kultur, heißt der Text. Und schreibt, dass die jüdische Literatur ist weiblich und dank dem ist sie produktiv, nicht passiv, nur produktiv, nicht so wie die steife Männer Literatur auf Hebräisch. Aber später, und das ist ein ganz komplizierter Text mit sehr interessanten Argumenten. Wir haben nicht keine Zeit zu analysieren in dem Text, aber wer es hat Zeit, soll sich umkehren zu dem Text und im gefunden, ich will bloß gefunden den richtigen Titel. Eine Minute, wie lange du siehst, ich sehe, als man stellt Fragen in Chat. Ja, und nicht in Q&A. Ich darf sie stellen, seid ihr so gut in Q&A. Und ihr könnt schreiben auf Englisch. Das heißt, wir beide lernen Englisch ganz gut. Polnisch wird mir gewesen ganz schwer, aber auf Englisch könnt ihr schreiben oder auf Jiddisch, wie es euch bequem. Aber später, wenn er schreibt, schon nicht wegen Hebräisch und Jiddisch, nur wegen der Literaturgeschichte, schreibt er, als die jiddische Literatur ist ausgewachsen. Und der Beweis ist, was? Die Männer, was schreiben. Das heißt, also vergisst wegen dem ganzen Ihnen Weiblichkeit und Mameloschen und so weiter und schreibt nur wegen Männer. Als früher sind gewesen Frauen, wie Leserens und wie Schreiberens weniger, aber später, wenn das Kind wächst, wird es schön groß, wird es leid und man sagt bloß in Bergelson, Opatoschu, Hofstein und also Żytlowski und so weiter, bloß Männer nehmen.
Das ist die Stiere, was steckt Tage in der Sache von die Diskussion und was ist bis gar interessant. Noch ein Thema, es heißt, man hat ja geschrieben wegen dem Monarchie, aber ich meine, als zu analysieren Protimdiker, die Texte, was man lernt, ist noch als Kedai, weil das sind von einer Seite sehr interessante Texte, von der anderen Seite sind sie also gehabt in der Sprachnetz. Und das wissen wir, aber das ist nicht keine neue Sache, was ich sage, aber öfter mehr, also Aufmerksamkeit, was man wollte gekannt, widmen der Sprache von der Literaturkritik, was ist meine Indiensache, wollte gewinnen besser, euch vor allem. Ich sehe es, man hebt an zu schreiben, Scheiles und Willen Tschuves. Entfernen Beschass Meise, a Frage von Gele Frank, also was ist mit der Frage für Männer oder für Frauen haben sie geschrieben? Wir soll wissen, das ist, was ich habe gewollt sagen, als wir soll wissen, wer hat gelernt was. Ja? Man weiß, was Kritiker haben geschrieben, wegen was sie haben gelernt. Wir wissen, was Rezensions wir haben und von wem sie kommen. Aber jüdische Literatur, wie ihr alle wissen, hat man zuerst gedruckt in die Presse, ja, in die Journalen, in die Zeitungen. Und also ich habe gesagt, wir wissen nicht genau, wer hat gelernt, welche Seite in welche Zeitung. Ich weiß nicht, ob Männer haben geschrieben für Frauen oder für Männer. Ich weiß, was sie haben gesagt wegen dem. Demol kann man wissen. Aber ich glaube nicht, als Frauen haben geschrieben nur für Frauen oder nur für Männer. Oder gewollt ausmerken, eine oder der andere. Das hat nicht von mir. Das ist eine sehr komplizierte soziologische Frage. Es heißt, ich weiß, dass Natikoen forscht über dem. Es heißt, man kann gucken, in die verschiedenen Bibliotheken, ob man hat Dokumenten. Es heißt, wer hat gelernt was, aber das wird nicht entfernen auf der Frage, für wen haben sie geschrieben. Eine Möglichkeit, und man hat, es heißt, Avram Noverstein hat sie euch diskutiert, geredet wegen dem, ist die Brief, die Korrespondenz, das, was wir finden in den Archiven. Und von dem ist mir ganz klar, ich kann nicht sagen, also das ist, ich weiß es auf 100%, also es heißt, Frauen haben geschrieben, sei für Männer, sei für Frauen, ja. Sie haben sich euch allein durchgeschrieben. Sie haben sich rezensiert. Ist mir klar, als es ist schwer zu sagen, als bloß für die, sie bloß für jene. Aber haben sie verstanden, als es heißt, wer seien die Meidee, ja? Das ist euch klar von Texten, was wir haben da zitiert, die andere, was man hat wollt gekannt zitieren. Sie haben euch verstanden als sehr ökonomischer Matzef, sehr ökonomischer Stand ist Ärger von Männern. Weil man hat mehr bezahlt dem Mann, in Galicia, ich weiß wegen Galicia, ich kann nicht sagen wegen Warsche, das Volk gekannt, ich kann sagen Natikoen, weiß alles wegen Warsche. Aber in Galicia vielleicht man bezahlen weniger für eine Schure, der Frau wie dem Mann. Ja. Das ist sicher. Und vielleicht euch, es heißt also ablachen, manchmal ablachen von verschiedenen Unternehmungen, mit welchen es haben sich gepaart freuen. Und ich will bringen nur ein Beispiel von dem Journal Zusteier, was offiziell hat ihm redaktiert David Königsberg, aber unoffiziell und faktisch Roch Leuerbach mit Berschnapper, was ist gewesen ihr Mann, und zusammen mit Dwoire Vogel. Und das hat man bemerkt. Man hat geschrieben in verschiedenen Rezensions von dem Journal, und das ist nicht bloß die 3 Nummer Zusteier, ich will euch sagen, weil man hasert das über 3 Nummern gar nicht, ja, Nische der Erscheinung, es ist nicht keine große Sache, aber
es ist mehr Material, weil man muss Tage forschen in der tagtäglichen galizischer Presse. Und das ist sehr wichtig. Ja? Das heißt, also man sieht mehr und mehr solche wogige, schwere, wie wir vielleicht sagen, Essayen, geschrieben von Frauen in Galizien. Und ich will bloß zitieren, das heißt, eine Sache, was Tage ist wichtig da, ist, sie sagt, also, sie hat sich vernommen mit dem Journal. Und mir persönlich ist dank meiner Weiblichkeit beschert zu stehen im Zentrum von einer speziellen mit Rechiles. Koidem kol macht man lächerlich die ganze Unternehmung, weil jeder in Gänsenfisslich porret sich dabei. Weiter prüft man, und in einer Zeit hat man es sich schon eingegeben, einzureden, die neueste Haverim umzutreuen zu mir. Und sind sie Werkzeug für meine Gott weiß, was für ein Kleinliche in Gänsenfisslich Kavones. Und nicht in halbe Levones, wenn man hat zu tun mit der Freude, hält man doch das Wort ständig von neu auf und noch andere Sachen hält man von neu auf, wenn man hat zu tun mit der Freude. Ja, ist Ablachen. Das heißt, das ist euch die Sakone. Ja, das heißt, als wenn ihr will, wird dann reingenommen in der Öffentlichkeit, wird man von euch häusig machen. Das ist die Sakone und das sind die Grenzen, was man stellt, für die Frauen. Es ist nicht kein Chidesh, also ich habe nicht gewollt weiterschreiben, ja, euch. Nicht jeder einer hat genug euch. Und wir verlieren schnell die Keuches in die Frage. Ist weiter... schwere Frage ist. Wir haben wegen dem ein bisschen geredet, was sind die wichtigste Schritt in Forschung? Was soll man tun, sage ich, besser zu verstehen, die Frauen, was haben geschrieben auf Jiddisch? Man darf tun, was andere haben schon angehalten zu tun. Das heißt, noch einmal forschen und lernen. Wir wissen nicht, wie viele Frauen haben geschrieben und wo genau. Und jetzt ist es auch leichter zu finden, also es ist auch geringer zu finden, die Frauen. Aber wir dürfen noch mehr wissen und wir dürfen zusammenbringen, der Forschung, was verschiedene Menschen haben schon getan. Und ich meine, dass man darf euch sich ein bisschen erweitern von das, was wir haben gemeint, als alle Weißen. Ja, also das ist teure, also das ist beämmes der Emmes. Und fragen wieder, ich halte einen Fragen, wieder die Frage ist, was habe ich gestellt in Anheb. Was ist ein Kanon? Kanon macht man ein bisschen Mischige. Was ist ein Kanon? Ein Kanon ändert sich und man darf weisen, als was es soll nicht sein, wir sollen nicht verstehen, ein Kanon. Können wir nicht verstehen, ob wir merkt euch die Freunde, was haben geschrieben, euch in dieselbe Zeiten. Und in verschiedenen Zeiten dürfen wir andere Kanonen. Uns heutzutage sind wichtig andere Sachen wie früher. Also wir entdecken andere Texte. Das ist ganz... Und wir entdecken andere Sachen in dieselben Texten. Ja, wir sehen. Wenn es schon mal gewesen altfränkisch und wenn ist gewordener Modernist, Kafka ist kein Mensch gewesen ein jüdischer Schreiber, das heißt Jewish. Ist gewesen ein Schreiber von moderner Literatur. Und in den letzten 10 Jahren ist geworden ein jüdischer Schreiber. Das heißt wieder ein Jewish, nicht geschrieben auf Jüdisch, versteht sich. Und das ändert sich, ja. Man hat gelernt, ich komme von englischen Literatur, man hat gelernt, George Eliot, wenn es hat gelebt, und danach hat man sie ausgemerkt von Kanon zu den verschiedenen Sibbes und danach ist sie zurück reingekommen. Und wir haben nicht so eine lange Geschichte von moderner jüdischer Literatur, muss man auch wissen.
Ich wollte euch jetzt auch zugeben, ich suche in andere Sprachen, das heißt Polnisch, Russisch, Deutsch und Englisch, ja, weil das wird schaffen, אפשר nicht kein Vollbild, aber schon, weil wir verstehen besser, weil man gefindt Interviewen, in Polnisch, ich weiß mehr wegen der polnischer Seite, aber mit Kadia Mołdowski, mit Miriam Ulinowa, mit anderen, in geschrieben Tage für die polisch-jüdische Zeitungen. Es geht euch zu suchen in andere Sprachen. Und euch, weil sie haben geschrieben in andere Sprachen. Ja. Und richtig gelernt in andere Sprachen und gekannt die andere Sprachen und der Literatur von die anderen Sprachen. Ja, ist eine interessante Frage ist und Bemerkungen. Es heißt, öfter will ich zugeben von Susan Epstein, was sie sagt, wer sind die Frauen, was schreiben heutzutage auf Jiddisch? Und das ist auch eine wichtige Frage und man wollte es, ihr könnt zugeben, sage ich zu der Liste, wir können nicht behandeln, dachte ich, die Frage viel auf einen Fuß, aber es ist eine wichtige Forschfrage, man redet wegen dem ein bisschen, ich habe geschrieben wegen dem ein bisschen in unserer größeren Anthologie, was nimmt herum, alles was man hat geschrieben auf Jiddisch, das ist die Anthologie auf Polnisch, seit mir morgen, keiner wird es öfter nicht lernen, öfter sehr wenig Menschen. Wir haben reingenommen euch an die heutige jiddische Poesie, sei geschrieben sei in Amerika, sei in Israel, sei in Frankreich, dachte ich, das sind die 3 Centers, was wir haben reingenommen. Und das ist eine wichtige Frage, und was legt sich auf den Zeichel? Ja? Aber die Hälfte von der Menschheit seinen Freuen ist, für was sind die Themen nicht interessant. Und das ist für was ist was? Für was habe ich gehört? Es heißt, für was ihre Erfahrungen sind nicht wichtig und interessant. Ja? Und Niger hat geschrieben eine Nachricht in einem Text, wegen Cormans Anthologie, aber nicht den bewussten Text von den literarischen Blättern, nur ein anderer Text von der Zukunft. Und schreibt, dass die, was haben die Macht, bestimmen, was ist allgemein und universell. Ja? Ist, wenn Frauen wollen schon haben genug, es heißt, eine starke Position in der Öffentlichkeit, wollen sie bestimmen, was ist allgemein und universell. Und damit wird man öfter herausgeben Anthologien von männlicher Poesie. Eine Narrigkeit, aber man sieht, wie so hat getragen. Das heißt, wer definiert, und das ist auch eine Frage, was du hast gestellt, wer definiert, was heißt allgemein, was heißt die allgemeine Schaffung, ja, was heißt der Niveau von allgemeiner, ich weiß nicht was, ich denke nicht, was hat geschrieben, aber was heißt das da? No? Das heißt, dass der, was hat die Macht, bestimmt. Und das ist euch Chemes. Und das ist, das ist interessant, weil das ist ein Foucaultianischer, ich meine, dem französischen Philosoph Michel Foucault, Zugang zum Text, zum Diskurs, zu der Sprache. Noch Mark Kaplan fragt eine kleine Frage. Viele in der älteren Literatur, Sie kennen bei MS, wissen, dass Szenerenne ist nur gedruckt von Frauen wegen. Es ist nicht nur gedruckt von Frauen wegen, es ist gedruckt für die, was das heißt, Mark hat gut gewusst, hat gut gekannt antworten seine Frage. Das heißt, man hat es gedruckt für Menschen, die sind nicht gewähnt, so gelernt in Hebräisch. Also sie sollen euch verstehen. Und ich weiß, dass alle sagen, aber es hat gehabt einen Unterkeppel, aber nicht in alle nicht jedes Mal, wenn man das herausgegeben hat, es gehabt den Unterkeppel, was hat gesagt, für Frauen oder Männer, die seien immer so wie Frauen. Das heißt, sie haben nicht gelernt. No, man hat geforscht, ganz lang schon, für eine lange Zeit schon, als nicht nur Frauen haben das gelernt, und es ist nicht nur gewähnt für Frauen wegen. Und von den verschiedenen Akdomen ist ganz klar. Ganz klar. Ist, wie wichtig seien Übersetzungen für den neuen Jungen oder Jüngeren? Das ist, was man gekannt riefen auf Englisch Setup, ja, aber es ist nicht. Ich gehe jetzt darüber zu Übersetzungen von Frauen.
Romanen und Erzählungen. Ich meine, es ist sehr wichtig. Ich weiß, dass das Sachen machen es mit der Hand, weil es ist nicht Jiddisch. Das heißt, es ist Englisch oder es ist Polnisch oder es ist Deutsch oder es ist Französisch oder weiß was. Aber als ein jüngerer Dor, wie die Frage gestellt ist, als ein jüngerer Dor wird bekannt mit etwas als Schreiber oder ein Text oder ein Meise oder ein Lied, zieht es zum Sprach, zu lernen. Ich wollte gewollt wissen von den Menschen, die lernen sich jetzt in jeweils Sommerprogramm, wie viel von sie sind gekommen zu lieb etwas an der Besetzung. Ja, ich sage nicht das alle, ich weiß nicht, vielleicht zum ersten Teil, aber wir kommen zurück zum Jiddisch durch die Besetzungen und das ist ein Teil von die Theorie von Übersetzung, als Übersetzen eine Sprache, was hat nicht so viel Lerners, übersetzen das in einer Sprache, was hat das Lerners, also wie die Sprachen, was ich habe bemerkt, geht, wie man sagt, ein zweites Leben zum jiddischen Text. Ja, man lernt es. Und eine andere Sache ist auch, als wir können anheben eine Diskussion mit anderen Lernern, die Forscher, was reden nicht kein Jiddisch, aber was sind verinteressiert in der Geschichte von schreiben dicke Frauen. Also ich suche einen anderen. Ich weiß, ich verstehe. Okay. Und ich meine, wir haben... Ja, ich meine, dass wir müssen endigen, ich will bloß sagen, also das ist auch wichtig, weil die jiddische Literatur ist ein Teil von der allgemeinen Literatur. Und wir müssen euch reden mit anderen Forscher oder anderen Lerner. Ja, min will ich bauen Dalaramas, wie man sagt, das heißt, aber Begrenzung zum Literatur oder zu das, was Freunde haben geschrieben oder zu das, was man forscht. Und gegen Schmues wegen Grenzen und nicht wollen keine Grenzen, zum Grenz, zum chronologischen, zum Zeitgrenz, als wir dürfen zum Bedeutung endigen dem Schmues. Dank euch sehr, Carolina, Dank Anita, was ihr hat teilgenommen in dem Schmues, mit Stadt gehabt. Und danke Ivo für die Einladung und die Zuhörer für das Interesse. Unsere 75 oder wie viele Zuhörer, was sind rein durch dem Ivo-Zimmer, durch den Ivo-Link, wollen vervielfachigt werden über dem, was das ist rekordiert geworden und das wird weggestellt werden auf dem YouTube-Kanal von Ivo, heißt es, also wird bis in der Ewigkeit herein euch können angucken und sich zuhören zu der Diskussion. Danke wieder. Seid alle gesund. Seid gesund.